Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums finden wir einen Bericht, wie die Juden zu Johannes dem Täufer kamen. Und sie wollten wissen, wer er ist. Und sie stellten ihm 3 Fragen. Bist du der Messias? Bist du Elia? Oder bist du der Prophet? Das waren die 3 Personen, auf die die Juden damals noch gewartet haben. Auf den Messias, Elia und den Propheten. Wer war der Messias? Nun, das wissen wir, das war Jesus. Wer war Elia? Elia war ein Prophet im Alten Testament. Und die Juden haben damit gerechnet, dass ein Prophet wie Elia noch einmal wiederkommt. Aber wer war das? Wir finden auch die Antwort in den Evangelien. In Matthäus Kapitel 11. Jesus sagt, Johannes der Täufer, das ist der Elia, auf den ihr gewartet habt. Wir wissen also, wer der Messias ist und wer Elia ist. Die Frage ist jetzt, wer war der Prophet? Wer war der Prophet? Warum haben die Juden eigentlich auf den Propheten gewartet? Das ist eine Prophezeiung aus dem Alten Testament, aus dem Buch Deuteronomium, Kapitel 18, Vers 18. Ich will unter euren Brüdern einen Propheten wie Moses erwecken. Das war die Prophezeiung an die Juden. Der Prophet war ein Prophet wie Moses. Was ist ein Prophet wie Moses? Welche Eigenschaften hatte Moses überhaupt? Moses hatte Vater und Mutter, war verheiratet, hatte Kinder, wurde im Alter von 40 Jahren von Gott zum Propheten berufen. Er kam mit einer Botschaft zu seinem Volk, die in gewisser Hinsicht einmalig war. Seine Botschaft enthielt nicht nur gottesdienstliche Anweisungen, sondern auch ein komplettes Staatsrecht. Das war ein Kennzeichen seiner Botschaft. Es waren nicht nur Gottesdienste, es war auch ein Staatsrecht. Und so war auch Moses nicht einfach nur ein Prophet. Er war ein Anführer eines Staates und hat sogar im Rahmen seines Staates später Kriege geführt. Das waren Eigenschaften von Moses. Und auf einen solchen Propheten haben die Juden gewartet. So ein Prophet kommt noch einmal wieder. Im 2. Jahrhundert wurden die Juden aus Palästina vertrieben. Die hatten ein paar Scharmütze mit den Römern und die haben irgendwann gesagt, jetzt ist genug, raus mit euch. Sie mussten Palästina verlassen. Und sie haben sich dann eigentlich in die ganze Welt verstreut. Ein Teil von ihnen hat sich in einer Stadt in der Nähe vom Roten Meer niedergelassen. Die Stadt hieß damals Yathrib, hat heute einen anderen Namen. Sie haben sich in dieser Stadt niedergelassen, weil sie damit gerechnet haben, dass der Prophet in diese Stadt kommt. Warum in diese Stadt? Ist diese Stadt erwähnt in der Bibel? Der Name dieser Stadt nicht, aber der Berg, der neben dieser Stadt war. Wir finden ihn in Jesaja Kapitel 42. Es ist der Berg Sela. Und sie haben damit gerechnet, dass hierhin der letzte Prophet kam. Der letzte Prophet kommt. Und sie haben sich deswegen dort niedergelassen. Als sie sich dort niedergelassen haben, hatten sie öfter Probleme mit den Einheimischen. Sie waren dort eine Minderheit. Und wie das so oft mit den Juden in der Vergangenheit war, wenn sie irgendwo eine Minderheit waren, wurden sie verfolgt, unterdrückt, hatten manchmal Probleme. Aber sie haben die Einheimischen immer geärgert. Die haben denen immer gesagt, wartet nur, ihr habt jetzt die Oberhand. Aber irgendwann kommt einmal der Prophet. Und die Leute, die sich ihm anschließen, die werden den Sieg davontragen. Sie waren der festen Überzeugung, dass ein Prophet wie Moses kommt. Und er wird herrschen. Er wird den Sieg davontragen und sie müssten sich einfach nur ihm anschließen. Und ein Prophet wie Moses kam auch. Und als er in diese Stadt kam, hat die Hälfte der jüdischen Rabbis an ihn geglaubt. Und nicht nur unter den Juden. Der Onkel von diesem Propheten war Christ, einer der christlichen Schreiber. Und er hat an ihn geglaubt. Der Herrscher von Äthiopien, was man damals Abessinien genannt hat, war ein christlicher Herrscher. Und er hat auch an ihn geglaubt. Und der Name des letzten Propheten war Mohammed ibn Abdillah. Mohammed ibn Abdillah, der Prophet des Islam. Für den einen oder anderen mag das zum ersten Moment überraschend wirken. Das ist doch eine ganz andere Religion. Und was hat denn diese Botschaft, dieses Alte Testament mit
mit den Arabern zu tun? Ein Prophet von den Arabern? Aber ist das so befremdlich? Ist das so verwunderlich? Wo wurde der Prophet Abraham geboren? Im Irak. Wo wurde der Prophet Moses geboren? In Ägypten. Wo wurde der Prophet Jesus geboren? In Palästina. Ist das jetzt immer noch so verwunderlich, dass ein Prophet unter den Arabern kommt? Warum hat denn die Hälfte der jüdischen Anführer an ihn geglaubt? Er war ein Prophet, der exakt auf die Beschreibung von Moses passt. Er war ein Prophet, hatte Vater und Mutter. Er war verheiratet und hatte Kinder. Mit 40 Jahren wurde er zum Propheten berufen. Und seine Botschaft enthielt nicht nur gottesdienstliche Anweisungen, das auch, aber sie enthielt auch ein komplettes Staatsrecht. Und so war er genau wie Moses nicht nur ein Prophet, der gottesdienstliche Anweisungen verkündet hat, er war auch ein Herrscher. Und genau wie Moses vor ihm war auch er gezwungen, Kriege gegen seine Gegner zu führen. Wenn er nicht der Prophet im Alten Testament war, der den Juden vorausgesagt wurde, wer dann? Gibt es nach Jesus auch nur noch einen einzigen Propheten, auf den diese Beschreibung passen würde? Der letzte Prophet musste auch ein Prophet mit einer allumfassenden Botschaft sein. Er musste ein Anführer eines Staates sein und gottesdienstliche Anweisungen bringen. Denn so kann er überhaupt als Vorbild in allen Bereichen des Lebens dienen. Der Prophet Mohammed war ein Ehemann, er war Vater, er war ein Herrscher, er war sogar Feldherr, er war ein Händler. In allen diesen Bereichen kann man ihn als Vorbild nehmen. Gottes Rechtleitung ist ja nicht auf einen Bereich beschränkt, nicht nur auf die Gebete oder sonstige gottesdienstliche Handlungen. Gottes Rechtleitung ist eine komplette Anweisung für das Leben. Das heißt, der letzte Prophet zur Menschheit musste ein vollständiges Vorbild sein. Er musste all diese verschiedenen Funktionen übernehmen. Und das war der Prophet Mohammed. Dass die Juden ihn damals erkannt haben, ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Sie hatten ja eine entsprechende Prophezeiung. Sie hatten eine Beschreibung, woran sie ihn erkennen konnten. Aber ein Prophet muss ja nicht nur von den Juden zu erkennen sein. Wenn ein Prophet mit einer abschließenden Botschaft für die Welt kommt, dann muss jeder in der Lage sein, ihn als Propheten zu erkennen. Woran erkennt man ihn jetzt? Der Prophet Mohammed war erst einmal nur ein Händler. Und er war bei den Arabern bekannt. Im Alter von 40 Jahren kam er mit einer Botschaft. Er sagte, ich bin ein Gesandter Gottes, um euch aus den Dunkelheiten ins Licht zu führen. Das war seine Botschaft. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Der kann sich sowas ja einfach ausgedacht haben. Ist ja möglich. Er könnte ja versucht haben, irgendeinen Betrug zu inszenieren. Aber einen Lügner oder Betrüger, den erkennt man doch. Jemand wird nicht einfach 40 Jahre lang ein rechtschaffenes Leben führen und dann auf einmal mit 40 Jahren aufwachen und einen gewaltigen Betrug inszenieren. Den Charakter eines Betrügers erkennt man. Man erkennt ihn vorher. Was war sein Charakter? Sein Charakter war selbst unter seinen Gegnern bekannt. Man muss nicht einmal seine Nachfolger oder seine Anhänger fragen. Es reicht, wenn man seine Gegner fragen würde. Was war sein Charakter? Seine Gegner haben ihn Al-Amin genannt. Das war der Vertrauenswürdige. Das war eine Sache, die ihn ausgezeichnet hat. Man wusste, man kann dieser Person vertrauen. Damals war es so, wenn Leute verreist sind, dann hatten sie keine Möglichkeit, ihr Haus abzuschließen. Es gab ja nicht Schlösser wie heute. Was hat man gemacht? Man hat eine vertrauenswürdige Person genommen und hat seine Sachen dort zur Aufbewahrung gegeben. Der Prophet Mohammed war derjenige, wo man am liebsten hingegangen ist. Weil man wusste, er wird das, was man ihm anvertraut, niemals veruntreuen. Und selbst als die meisten seiner Volksleute schon Gegner von ihm waren, selbst dann sind sie noch zu ihm gekommen und haben ihm Sachen anvertraut. Wie das? Er war doch jetzt ihr Gegner. Kann man einem Gegner Sachen anvertrauen? Nein. Normalerweise kannst du deinem Gegner niemals Sachen anvertrauen, es sei denn, er ist ein Prophet Gottes. Wer wird das Anvertraute niemals veruntreuen? Er war jemand, der hat sich nichts aus Reichtum gemacht. Wenn er einen Besitz hatte, hat er ihn am liebsten sofort wieder gespendet. Einmal kam er nach Hause und hat seiner Frau ein paar Geldstücke gegeben, damit sie als Spende gibt. Später kam er wieder
und seine Frau hatte das Geld noch nicht gespendet. Und er hat sich erschrocken. Er sagte zu seiner Frau, was meinst du, wenn ein Prophet damit am Tag der Auferstehung erwischt wird? Sein Geld hat er verteilt. Er hat sehr einfach gelebt. Wie sah seine Wohnung aus? Es war ein Zimmer, ein kleines Bett, das war nur so eine Matte aus Palmenblättern. An der Wand hing ein Köcher mit Pfeilen und ein Wasserschlauch. Die Leute damals, die in seine Wohnung gekommen sind, die haben geweint. Die haben nur gedacht, wie kann der letzte Prophet Gottes so einfach leben? Aber er hat sich nichts aus Reichtum gemacht. Er war jemand, der immer für die Bevölkerung da war. Die Leute haben damals gesagt, so ein kleines Mädchen konnte ihn bei der Hand nehmen, quer durch die Stadt führen, wegen irgendeiner Sache, wo er ihr helfen kann. Und er hat das gemacht. Der ist einfach mitgegangen. Einmal kam eine verrückte Frau zu ihm. Die meisten Leute würden sagen, lass mich in Ruhe. Selbst eine verrückte Frau hat ihn genommen und er ist mit ihr gegangen, um ihr zu helfen. Er hat leeres Gerede verabscheut. Der hat nicht einfach so seine Zeit verschwendet. Und selbst wenn Leute ihn beleidigt haben, hat er sie nicht zurückbeleidigt. Einer von den Juden wollte ihn auf die Probe stellen. Er hat etwas Bestimmtes in seiner Schrift über ihn gelesen und wollte sehen, ob das stimmt. Er war jemand, der dem Propheten Mohammed Geld geliehen hat. Und noch bevor der Prophet das Geld wieder zurückgeben musste, hat er das von ihm zurückgefordert. Aber nicht einfach irgendwie. Er hat gewartet, bis er vorbeiläuft, packt ihm am Kragen und sagt ihm, hey, ich will mein Geld zurück, du alter Betrüger. Etwas in dieser Form sagt er ihm. Das ist eine Beleidigung. Und zum einen war das Unrecht. Aber wie reagiert der Prophet? Der Prophet dreht sich um, lächelt und sagt einem seiner Gefährten, gib ihm das Geld, was ihm gehört. Dieser Mann war einer der jüdischen Gelehrten und er hat danach den Islam angenommen. Und er hat gesagt, ich habe diese Szene nur inszeniert, um ihn zu testen. Weil bei uns in der Schrift geschrieben steht, der letzte Prophet, den wird man daran erkennen, dass seine Geduld größer ist als sein Zorn und je unverschämter man ihm gegenüber ist, desto freundlicher wird er und ich wollte sehen, ob das stimmt. Und er hat diesen Test gemacht, er hat genau gesehen, dass es passt und er ist seiner Botschaft gefolgt. Der Prophet hat sich nichts daraus gemacht, dass Leute ihn respektieren. Damals sind die Leute eigentlich, wenn eine Respektsperson kam, sind aufgestanden. Er mochte das nicht. Er hat den Leuten gesagt, bleib sitzen. Und wenn er in eine Versammlung gekommen ist, er hat sich nie an das Kopfende gesetzt oder eine besondere Stellung eingenommen. Der hat sich einfach irgendwo dahin gesetzt, wo Platz war. Jetzt nehmen wir all das zusammen. Passt das zu jemandem, der einen Betrug inszenieren wollte? Wie handelt denn ein Betrüger? Was ist das Ziel eines Betrügers? Ein Betrüger möchte sich doch eigentlich einen Vorteil hier in dieser Welt verschaffen. Darum betrügt er. Man kann verstehen, dass jemand einen Betrug inszeniert, um sich das Auto oder das Haus von einem anderen unter den Nagel zu reißen. Man würde aber nie einen Betrug inszenieren, indem man sein eigenes Haus und sein Auto verliert. Das macht doch keinen Sinn. Ein Betrüger sucht seine Vorteile. Hat denn sein Betrug ihm Vorteile gebracht, wenn es denn einer wäre? Er kam zu seinem Volk, hat seine Botschaft verkündet. Und wie so oft in der Vergangenheit hat die Mehrheit seines Volkes diese Botschaft abgelehnt. Die haben aber nicht nur einfach gesagt, nein, danke. Die haben ihn und seine Leute verfolgt. Einige davon zu Tode gefoltert. Ihn aus der Stadt geschmissen, boykottiert und jahrelang Krieg gegen ihn geführt. Was war der Vorteil, den ihm dieser Betrug hätte einbringen können? Spätestens jetzt hätte doch ein Betrüger gesagt, okay, lassen wir die Sache. Und noch dazu hat man ihm alle erdenklichen Vorteile angeboten. Seine Gegner, die Anführer aus seiner Stadt, kamen zu ihm. Und die haben ihn gefragt, was willst du? Warum verkündigst du diese Botschaft? Ist das Geld, was du damit haben willst? Kein Problem. Wir sammeln und wir machen dich zum Reichsten. Möchtest du die Herrschaft über uns haben? Kein Problem. Wir machen dich zum Anführer. Sowieso war er beliebt bei den Leuten. Sie hätten kein Problem damit gehabt, ihn als Anführer zu akzeptieren. Oder suchst du irgendeine bestimmte Frau? Kein Problem. Sag uns einfach welche. Wir besorgen sie dir. Nur hör auf, diese Botschaft zu verkünden. Wie hätte jetzt ein Betrüger reagiert? Was hätte ein Betrüger gemacht?
Die Leute haben ihm doch alles angeboten, was man sich nur wünschen kann. Es bleibt doch nichts über. Geld, Macht, Frauen, was gibt es noch, was man für Ziele in dieser Welt haben kann? Alles hat man ihm angeboten, er hätte es einfach nur nehmen müssen. Und er hätte nicht mal etwas dafür tun müssen, er hätte sich einfach nur auf die faule Haut legen müssen. Mehr nicht. Was hätte jetzt ein Betrüger gesagt? Der hätte sofort angenommen. Und wenn ihm das nicht gereicht hätte, dann hätte er verhandelt. Ich möchte noch mehr. Bring mir 2 Frauen. Aber wie war seine Antwort? Was hat er diesen Leuten geantwortet, die ihm alles angeboten haben, damit er aufhört, diese Botschaft zu verkünden? Er hat seine Antwort über seinen Onkel ausrichten lassen. Sagt diesen Leuten: Selbst dann, wenn sie mir die Sonne in meine rechte Hand und den Mond in meine linke Hand geben, höre ich nicht auf, diese Botschaft zu verkünden. Ist das die Antwort eines Betrügers? Passt das, was wir über ihn wissen, zu einem Betrüger? Die Alternative wäre, vielleicht war er tatsächlich aufrichtig. Vielleicht wollte er sein Volk nicht betrügen. Vielleicht hat er sich diese ganze Geschichte mit der Botschaft ja eingebildet. Dann wäre er ein Verrückter gewesen. Er wäre kein Betrüger. Vielleicht wäre er aufrichtig überzeugt ein Verrückter gewesen, der sich einbildet, dass ein Engel zu ihm kommt und ihm irgendwelche Dinge einflüstert. Sowas passiert. Es gibt Menschen, denen sowas passiert. Aber ist es schon mal in der Geschichte der Menschheit vorgekommen, dass jemand Halluzinationen von einem Engel hat und mit einer Botschaft kommt, die 1300 Jahre lang ein Gebiet beherrscht hat, was zeitweise von Spanien bis Indonesien und vom Kaukasus bis Südafrika ging? Ist das schon mal in der Geschichte der Menschheit vorgekommen, so ein Fall? Er hat nie wie ein Verrückter gehandelt. Einmal, als sein Sohn gestorben ist, im Alter von nur 6 Monaten, hat es zur selben Zeit eine Sonnenfinsternis gegeben. Und die Leute damals, die waren sowieso so ein bisschen abergläubisch angehaucht, die haben sofort gedacht, wow, das hängt irgendwie damit zusammen. Und die sind schon rausgegangen auf die Straßen. Leute, seht mal, die Sonne verdunkelt sich, weil der Sohn unseres Propheten gestorben ist. Und das wäre ja ein Zeichen gewesen. Wie viele der Scharlatane, die heute rumlaufen, benutzen genau solche Dinge, um sich unter Beweis zu stellen? Wie viele? Was hätte er gemacht, wenn er ein Betrüger gewesen wäre? Er hätte sofort die Gelegenheit genutzt. Das war die perfekte Gelegenheit. Es gab viele Leute, die ihn abgelehnt haben, und er hätte gesagt, hört mal zu, seht ihr die Sonne? Die Sonne verdunkelt sich wegen meinem Sohn. Passt bloß auf. Das hätte der Betrüger gemacht. Was hätte der Verrückte gemacht? Der Verrückte wäre der festen Überzeugung gewesen, das ist tatsächlich das Zeichen. Und das machen ja auch diese Verrückten, die sich solche Sachen einbilden. Die sehen überall Zeichen. Aber was hat der Prophet Mohammed gemacht? Er hat weder wie ein Betrüger noch wie ein Verrückter reagiert. Er hat den Leuten sofort gesagt, Leute, hört auf. Die Sonne verdunkelt sich nicht, weil irgendjemand stirbt oder jemand geboren wird. Die perfekte Gelegenheit, sein ganzes Volk zu überzeugen, hat er nicht genutzt. Konnte er ein Betrüger oder ein Verrückter sein? Rein rational betrachtet, ohne Emotionen, ohne Abneigung, ohne Vorurteile, ohne irgendetwas. Lassen wir das alles einmal beiseite. Wir betrachten nur diesen Menschen. Nur diesen Menschen Mohammed. Was macht mehr Sinn? Dass er die Wahrheit gesagt hat oder dass er versucht hat, irgendwas zu inszenieren? Die Propheten, die vorher zu den Menschen gekommen sind, die sind nicht nur mit einem aufrichtigen Charakter gekommen. Man hat sie noch an anderen Zeichen erkannt. Sie sind mit Wundern zu ihren Völkern gekommen. Und man findet Wunder im Alten Testament der Propheten. Wie sie auf wundersame Art und Weise Speise vermehrt haben. Wie sie Wasser vermehrt haben, wie sie Kranke geheilt haben. Und all das findet man auch beim Propheten Mohammed. Wir finden dieselben Ereignisse, wie auf wundersame Weise Speise und Wasser vermehrt wurde. Wie er auf wundersame Art und Weise das Bein von jemandem, das gebrochen war, geheilt hat. Oder das Auge. Das sind alles Wunder, die man kennt. Aber diese Wunder liegen 1400 Jahre zurück. Ich kann sie heute niemandem mehr zeigen. Der letzte Prophet muss doch mit einem Wunder kommen, was man auch anderen Menschen zeigen kann.
All diese Wunder sieht heute niemand mehr. Ich bezweifle überhaupt nicht, dass Jesus Kranke geheilt und Tote wieder lebendig gemacht hat. Ich bin fest davon überzeugt. Aber man kann das heute niemandem mehr zeigen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Moses einen wundersamen Stab hatte, den er geworfen hat und der die Zauberei und Trickserei seiner Gegner verschlungen hat. Kein Zweifel daran. Ich kann das heute aber niemandem mehr zeigen. Der letzte Prophet, wenn er zur gesamten Welt geschickt wurde, zu allen Menschen, überall auf diesem Planeten, wenn sie ihn erkennen sollen, muss er ihnen doch ein Wunder zeigen, was man mitbringen kann, was nicht mit seinem Tod einfach verschwindet. Der Prophet Mohammed war der einzige Prophet in der Geschichte, der mit einem solchen Wunder gekommen ist. Denn das größte Wunder von ihm, das waren nicht Krankenheilungen oder Speisevermehrungen. Das größte Wunder von ihm war die Botschaft, mit der er gekommen ist. Das größte Wunder des Propheten Mohammed war der Koran.